Wie ihr wisst, tun alle Parteien in der Zwischenzeit hier Lüchten bekannt gehen. Auch wir hatten das schon für eine längere Zeit gemeldet. Ich rappelliere nicht, dass wir untreten mit Herrn Gastgiberja, mit Fernand Karteiser, mit Robbie Mehlen, mit Liliana Miranda, mit Roy Reding und mit meiner Person, an alphabetischer Reihenfolge und in die Wertung. Und wir fanden, dass es höchste Zeit ist, für wir kontinuieren an diesem Wahlprogramm und an diesem Wahlkampf zu schwätzen. Also Programm geht, wie ihr schon wisst, auch wie wir doch schon ein paar Mal angekündigt haben, den 6. April publik gemacht im Kongress, auf den ich euch auch schon direkt herzlich will invitieren. Mir ist evident, dass wir als Partei schon immer eins wären über die Grundlinien von unserer Europapolitik. Wir hatten noch zum Beispiel, was für uns eine Selbstverständlichkeit war, ein Wahlprogramm an der letzten Chamberswahl präsentiert und da auch ein Kapitel über die Europa- und die Außenpolitik dran gehabt. Dieses Programm ist damals von unseren Membern auch gut geherrscht ging. Für uns war das eine Selbstverständlichkeit, weil die nationale und EU-Politik sicherlich nicht komplett getrennt gucken kann. Das ist auch da absolut lächerlich zu behaupten und zu fordern, wie der Nährwirtschaftsminister Europakongress von seiner Partei gemäht hat, dass da der Pfeff bekennen ist. Wir haben nur den letzten Europawahlen, wo die EU-Parteien sich neu organisiert haben, als Platz direkt fand. Wir sind Member an der Allianz von den europäischen Konservativen und Reformisten, der AECR. Und das sieht eigentlich nicht vielleicht alles, aber ob manst vieles über die Überzeugungen aus. Wenn wir am Resümee ein wenig gucken, was für ein Modell für Europa können wir uns vorstellen oder haben wir an dem heutigen Umfeld hier zu Lützeburg. Das sind eigentlich 3 Modelle, auf die man sich fokussieren kann. Das erste Modell, und das ist das Modell, den hier zu Lützeburg von den meisten Parteien proniert wird, sitzt vollkommen auf dem Föderalismus. Ein Föderalismus mit einem Zentralstaat, mit enger Verfassung, an enger gemeinsamer Regierung, an so vier. Wir als ADR sind da gegen dieses Modell komplett dagegen. Weil dieses Modell verhindert, dass es nach unabhängig Freistaaten an Europa geht. Und das dürfen wir nicht vergessen, Europa als kulturell, als sprachlich ganz divers abgestaltet, kann ihn zum Beispiel in Europa nicht vergleichen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, wo ein gemeinsamer kultureller Urzopf 300 Jahre war, aus der die Vereinigten Staaten entstanden sind, an die eng gemeinsam Sprache. Es gibt also an dem Sinn kein europäisches Volk, mehr es gibt viele europäische Nationen. Die zweite Möglichkeit als Modell, die wir am Moment am europäischen Wahlkampf gesehen, ist das Modell, das darauf proniert, dass es einen Zusammenbruch geben soll von der Europäischen Gemeinschaft. Gott sei Dank haben wir heute zu Lützeburg keine einzige Partei, die sich da auf den Fendel geschrieben hat. Und wir lehnen auch das natürlich absolut strikt auf. Für was? Wir als kleines Land heute zu Lützeburg profitieren an einem großen Maß vom europäischen Binnenmarkt. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir haben an 2 Weltkriege ja als ein Tribut gelegt, dürfen wir nicht vergessen, das Friedensprojekt Europäische Union. Kommen wir zu dem dritten Modell, den dann übrig bleibt. Ein Modell, den der ADR und auch die anderen AECR-Membern vertreten. Ein Europa von den Nationen. Was heißt ein Europa von den Nationen? Ein Europa von den Nationen ist ein Zusammenschluss von souveränen Memberstaaten, die sich zusammen ein Ziel gesetzt haben, und zwar mehr Freiheit bei Europa und ein besseres wirtschaftliches Wachstum. Dafür haben wir an dieser Kampagne einen Slogan, einen großen Slogan, genannt «Manna Europa, mehr Lützeburg». Manna Europa heißt nicht kein Europa. Manna Europa heißt, dass wir als ADR zu einer Wirtschafts- und Währungsunion stehen, aber sicherlich nicht zu einer rein politischen Union. Und auch nach einer Union, wo das Politik zum Selbstzweck geht und somit ein Selbstläufer gibt. Mir Lützeburg heißt, die
dass die neuen Nationalinteressen nächst müsse besser verdeligt gehen. Wenn das nicht geschieht, da brauchen wir also auch nicht zu wundern, wenn immer mehr Leute sich kritisch vis-à-vis von der Europäischen Union äußern. Wie wir früher schon gesagt haben, die Europäische Union besteht nicht nur aus EU-Bürgern, sie besteht auch aus Lützeburger, Franzosen, Italiener, Portugiesen. Das heißt, jeder Verein hat zwei Herzen an seiner Brust. Und das ist in den letzten Jahren immer näher vergessen von der Politik. Gerade da winkt, wo viele europäische Bürger Probleme sich immer mehr mit der EU zu identifizieren. Es gibt ganz konkret Bereiche und Beispiele, wo Nationalinteressen einfach nicht so verdedigt werden, wie das hätte sollen geschehen. Der DDR hat das sicherlich auch nicht gemäht, er würde doch auch nicht machen, falls sie nun 25. Mai am Europaparlament vertreten ist.